ganz genial, super schnell, steht dein Turbo-Herdöpfeli. Wie viel PS das die haben und wie schnell das da geht, kommt jetzt gerade von der Patricia. Einen guten Für unsere schöne, farbige, schnelle Herdöpfel. Steady Turbo-Herdöpfeli. Turbo-Herdöpfel, genau. Genau. Brauchen wir Maisli, Entschuldigung, so. Bohnen oder nur eine von beiden. Farbige Peperonis, Sehr gut. Olivenöl, Herdöpfel natürlich. Tomaten, entweder frische oder Sie hören mich nicht, weil ich habe kein Mikrofon. Danke. Ja, ein bisschen Tomatenpüree, Koriander oder Peterli. Ich habe hier sogar beide. Verschiedene Ständige-Gewürze, vor allem natürlich zu Herdöpfeln. Da muss ich etwas sagen, weil herzlich willkommen alle neuen Zuschauer. Das Herdöpfelgewürz gehört immer an die Herdöpfel. Ja. So einfach ist das. Ja. Gell? Ja, das ist einfach zu merken. Und dann kann man gleich so machen, das Gemüsegewürz gehört zu Gemüse. Genau. Oder? Bubik. So ist es. Ich brauche natürlich auch noch Sellerie. Ah ja. Vielen Dank. Ich danke schön. Ja. Und hey, bis nachher. Bis Tschüss. nachher. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, was ich bis jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe die Herdöpfel schon gekocht und jetzt geschält. Wenn ich jetzt ganz frische Herdöpfel hätte, so mit dünnen Schalen, würde ich die Haut natürlich lassen. Aber bei denen habe ich irgendwie gemeint, es ist besser, ich schäle. Dann schneide ich Stängel Sellerie. Mein Peperonis habe ich gespült, die werde ich auch noch schneiden. Und Tomaten natürlich. Wenn man die nicht alle verschiedenen Farben hat, das ist natürlich ein Luxus, gell, das für mich so eingekauft wurde, dann kann man natürlich auch nur mit roten, nur mit gelb, nur mit grünen oder nur zwei nehmen. Spielt wirklich keine Rolle. Das ist nur natürlich je verschiedener, desto schöner sieht es nachher aus. Mit der Sellerie schneide ich möglichst so kleine Würfel, weil die auch länger brauchen nachher zum gar werden. Sie sollte zwar noch ein bisschen knackig sein, aber nicht hart, oder? Es kommen viele Sachen in die Pfanne hinein, aber das Wichtigste bleibt bei uns Kartoffeln. Also ich habe so Sellerie wirklich möglichst klein geschnitten. Sind auch nicht alle gleichmäßig, siehst du, da ist ein bisschen grösser. Aber wirklich möglichst klein und dünn. Bei den Peperonis habe ich ein bisschen anders geschnitten. Also die grünen, habe ich hier gemerkt, sie sind noch sehr intensiv im Geschmack, habe ich so Würfel gemacht. Die anderen habe ich eher so länglich. Aber kann man die schauen, man kann auch alle gleich schneiden. Bei den Cherry-Tomaten habe ich einfach geviertelt. Und so habe ich. Herdöpfel schneiden wir noch zusammen. Ich gehe dann zu der Pfanne hier und schalte das ein, mache da mein Olivenöl. Weil jetzt geht es wirklich sehr schnell da, muss ich sagen. Ich fange eben mit der Sellerie an. Die braucht am längsten. Die Idee hier, ich werde wirklich so eine Gemüsemischung machen, nach und nach die Sachen dazu geben, je nachdem wie schnell sie gar sind. Würzen, ein bisschen Tomatenpüree und zum Letzten kommen die Herdöpfel dazu. Vielleicht passiert schon mal etwas. Ich gebe hier schon ein bisschen Herdöpfelgewürz. Dann ist das nachher einfacher, um die ganzen Gewürze über alle Zutaten zu verteilen. Weil dann habe ich vom Anfang hier schon an. Und ich mache das gleich auch noch mit dem Gemüsegewürz. Hat noch einen Nebeneffekt, dass wenn ich hier am Kochen bin, schon eine wunderbare Luft habe. Oh, es duftet hier überall in der Luft. Dann kann ich mit den Peperonis kommen. Wie gesagt, die grünen sind ein bisschen fester noch und intensiven Geschmack. Mache ich die da richtig so unten, also so unterst. Und die anderen habe ich extra ein bisschen grösser geschnitten. Dann sind die auch alle zusammen, so alle miteinander gehen. Ich lasse das hier ein bisschen zugedeckt, weil die anderen Gemüse gehen nie schnell, oder? Die sind schon gekocht quasi, Mais und Bohnen und Tomaten auch. Dann kann ich hier meinen Herdöpfel schneiden. Freiwillig wie. Ich habe richtig so eher kleine Herdöpfel. Dann kann ich die zum Beispiel hier Viertel, je nachdem wie groß sie sind. Die Idee ist, dass ich gleichmäßig, also etwa gleichmäßig große Stücke habe. Das schneide ich so alle Herdöpfel, die ich habe, hier. Hauptsache dort nicht vergessen, ich habe etwas auf dem Herd.
Und falls ich das vorher nicht gesagt habe, ich habe für dieses Rezept fest kochende Herdöpfel genommen. Sie saugen nicht so viel von der Soße. Hier, aufpassen. Feiner und farbig. Es fängt an zu kochen, aber es ist alles noch sehr fest. Komme ich dann mit Cherry-Tomaten, dann haben sie Zeit, hier in der Hitze noch ein bisschen sich so aufzulösen. Aber für die wirkliche Farbe habe ich noch Tomatenpüree. Ich merke, es dürfte ein bisschen mehr Gewürz drin sein. Und vielleicht kennst du ja den Trick auch noch hier von uns. Ich mache das gleich hier über Tomatenpüree. Dann verteilt sich das nachher auch am besten. Alles gut durchmischen. Ich mache bewusst ein bisschen mehr Gewürz hier rein, weil die Herdöpfel wurden einfach gekocht. Also ich habe da noch kein Herdöpfelgewürz genommen. Mache ich schon mal Maisli. Mache nicht alles. Ich habe eine große Dose genommen. Bohnen habe ich eine kleine Dose gehabt. Dann kann ich gleich alles nehmen. Wenn man denkt, wie hier bei mir, dass es ein bisschen trocken ist, nehme ich ein bisschen Wasser. Es kommt wirklich sehr darauf an, wie viel Saft diese Tomaten haben. Teilweise geben sie echt viel Saft ab. Nochmal kurz zudecken. So, ich habe hier Peterli und Koriander gemischt. Wenn du nur eine von denen die hast, dann nur eine nehmen. Oder wenn man Koriander nicht gern hat, nur Peterli. Das ist auch gut, ne? So frische Kräuter. Und im Winter, wenn man nicht so viele frische Kräuter hat, oder wenn sie schon von so weit weg kommen, dass sie noch nicht schmecken, dafür hat man immer die getrocknete Stedikräuter natürlich. Das könnte ich hier auch nehmen, auch im Sommer. Geschnitten, parat. Schauen wir, was hier los ist. Es riecht gut. Wenn du die machst, kannst du das bestätigen. Es ist alles einigermaßen gekocht, aber noch bissfest. Dann kann ich eigentlich das Wichtigste an diesen Rezepten, neben alle Gewürze, Herdöpfel. Dann kann ich das gut untereinander rühren und ich mache die Kräuter auch noch schön, so dass es noch farbiger wird. Jetzt einfach wirklich gut rühren. Die Herdöpfel habe ich vorher gekocht, dann sind sie noch warm. Falls man einen Tag vorher kocht, dann kann man natürlich gut auch mit so Resten, wenn man einen Tag vorher Geschwellte gemacht hat oder Hacklet. Und dann hat man den Rest, kann man das gut am nächsten Tag noch brauchen. Einfach schauen, dass sie lang genug hier sind, dass die auch warm sind. Man will ja keine kalten Herdöpfel essen, oder? Schau, dass überall verteilt ist, dass die auch Soße auffangen. Ich mache wieder kurz zu, damit es nicht austrocknet und schön heiß wird. So. Es ist jetzt sicher heiß. Es riecht auch sehr gut. Bis der Stedi kommt, kann man alles hier vorbereiten. Und ich würde sagen, das ist auch eine ganzheitliche Mahlzeit. Also da hat man wirklich auch alles, was wir brauchen. Man kann das so servieren. Natürlich kannst du das auch als Beilage die haben. Aber da kann man auch so allein probieren. Machen wir noch. Es ist so schnell gegangen, ich kann noch nicht Teichgang holen. Wow! Ich wollte eigentlich noch etwas ganz Wichtiges machen, aber nachher hat schon essen. Und jetzt, nur weil es schnell gekocht ist, muss man nicht schnell essen. Trotzdem gut kochen. Also ich gebe es dir, dann kannst du schön genießen. Die goldene Gabel quasi. Ja, da bräuchte man, gell? Eine goldige Gabel. Sind sie noch bissfest? Hat Koriander drin? Ja, hat Koriander drin. Mega. Und Peterli. Habe ich gern. Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr von dem drauf tun. Aber das ist klar. Da kommt der Power aus den Herdöpfeln raus. Ja. Eben, die Herdöpfel hatten vorher kein Gewürz gehabt. Deswegen darf man noch in die Pfanne ein bisschen mehr tun. Jetzt ist es perfekt. Excuse, es ist noch besser. Also es hat auch PS drin, gell? Ja, das ist Patricia und Stedi. Genau. Ich würde schätzen, etwa 700 Punkte, 18 Sterne. 18 Sterne, wow. Ich kriege bald so eine Kochübe. Einfach die machen, würde ich sagen. Dann kann man bestätigen, ob es gut ist oder nicht. Fantastisch. Man investiert gar nicht so viel Zeit dafür. Nein, es sind auch einfache Zutaten, die Ja, sind man wirklich easy einfach. bekommt, Ja. Und farbig, man hat alles. Liken, da unten, kommentieren, da unten, weil wir verlosen wieder Eintritt in unsere Kochshow. Eintritt. Kannst du da mal ein bisschen probieren und kostet gar nichts. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für dieses Mal, für nächstes Mal schon. Und für immer. Am besten, ja. Love, Peace, Kochen wir Herdöpfelgewürz. Euer Ciao. PS. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Bye, bye.